Folge 1: Aufbruch in eine neue Welt. Eine Zeit mit Hoffnung für die Zukunft. Eine Zeit von prachtvollen Gebäuden. Eine Zeit, wo der Handel floriert. Eine Zeit der Seefahrten und Abenteuer. Mit Austausch des Okzidents und des Orients. Mit guten Beziehungen, Freundschaften und neuen Erkenntnissen, neuen Kulturen. Damals, Anno 1404. Und damit, liebe Freunde, begrüße ich euch zu meinem nächsten Let's Play Projekt. Und zwar, wie ihr sehen könnt, Anno 1404 Venedig. Genau, das Add-on, nicht die ursprüngliche Version, weil ich das Add-on, nicht das Add-non viel cooler finde. So. Die meisten von euch kennen mich bereits und ja, was gibt es sonst noch viel zu sagen? Ich musste hier noch meinen Spielstand neu erstellen, wegen dem PC-Umzug und so. Ich habe da zwar, ja, ich weiß, wie es funktioniert, mit, sowohl mit Spielständen als auch mit dem Profil und so kopieren, weiß ich eigentlich alles, aber seit dem Update da nimmt er irgendwie die alten Spielstände nicht mehr, was natürlich scheiße ist, aber was will man machen? So, was machen wir hier überhaupt? Anno 1404 Venedig sollte, hoffe ich jetzt mal, ein Endlos-Projekt werden, steht ja auch schon Endlos-Spiel. Und zwar somit auch eines meiner ersten Endlos-Projekte. Ich glaube sogar mein überhaupt erstes. Egal, fangen wir gleich mal an. Spannen Sie sich bei der Besiedlung einer friedlichen Welt. Ja, bei der Besiedlung einer friedlichen Welt, du sagst es, Kumpel, ganz genau. Ihr könnt ja einstellen, was ihr wollt. Ein leichtes Spiel, ein normales Spiel, ein schweres Spiel oder selber irgendwas einstellen. Finden Sie Ihren Platz inmitten einer großen Welt. Ja, sowieso. Stellen Sie sich allen Herausforderungen einer riesigen Welt. Allen Herausforderungen ist ein bisschen viel, wa? Entspannen Sie sich bei der Besiedlung einer friedlichen Welt. Entspannen klingt natürlich klasse, andererseits wollen wir doch auch ein bisschen Risiko. Meines Konvents erfordert meine gesamte Aufmerksamkeit. Ach ja, die Oma habe ich ganz vergessen. Nee, Scherz beiseite. Ja, ist vielleicht zum Let's Play ein bisschen ungewöhnlich, aber hier quatschen einen die NPCs noch öfters rein. Okay, wie sieht's aus? Anno 1404 ein Strategiespiel und hier können noch 3 andere Computerspiele auswählen. Mehr erzähle ich gleich noch, aber erstmal, wie gesagt, ein Computerspiel auswählen. Man könnte sagen, entweder Gegner oder Freunde, das kann man dann selber noch entscheiden. Ihr seht verschiedene Schwierigkeitsstufen, die mit einem Stern sind die leichten, die mit 2 Sternen die mittleren und die mit 3 Sternen die harten. Ja, die haben noch unterschiedliche Spielweisen, dazu kann ich gleich auch noch, ich werde alles noch erklären, keine Sorge. So, was soll ich eigentlich machen? Seid ihr fromm und folgt den Geboten Christi? Ist was freundlich? Masklab so, weil es ja auch mein erstes jetzt Endlos-Spiel bei Anno 1404 für Venedig ist, was ich euch vorstellen möchte. Mache ich es, glaube ich, so, dass ich euch auch am meisten präsentieren möchte. Und das heißt, nehmen mal von jeder Schwierigkeitsstufe einen Spieler. Was bist denn du für einer? Das ist die Gelegenheit für ein Begrüßungsständchen. La 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 la. Oh mein Gott, der Hofner persönlich. Nee, dankeschön, da ist die Oma. Was will der Opa von uns? Es wird sich zeigen, ob ich mit eurem jugendlichen Elan mithalten kann. Oh cool, ein Adler als Wappen. Scheint doch ganz sympathisch zu sein. Was haben wir hier für eine? Eine Vision verkündete mir unsere Begegnung. Ja, nee, ist klar, wa? Sieht zwar schnucklig aus, aber naja. Sir Gwyn Langton. Und ich dachte, ich hätte endlich einmal Glück. Ruhe auf wenigen Plätzen. Unverschämter Sier. Ja, Sier, Schweizerdeutsch, weiß nicht, ob das bei dem Hochdeutschen, je nach Bundesland, das auch gibt. Oh, geil, Vollgas. Ich biete euch untertänigst meine Dienste an. Der Typ ist doch nicht ganz koscher. So mit dem verschlagenen Blick und so. Ich weiß, er ist nicht gerade der hübscheste, also ich glaube, der würde bei einem Hässlichkeitswettbewerb sogar noch vor dem Glöckner von Notre Dame stehen, aber
Die Schlange, ja, die sagt ja alles. Hallo Orochimaru Face, Kiwahim Face. So, zueinander spielen. Hallo, Mann! Ja, die Maus spuckt gerade ein bisschen. Weil ich es nach dem Ladekabel habe, ist es gerade ein bisschen ungünstig, aber wird schon werden. Wir müssen selbst mit anpacken, um erfolgreich zu sein. Findest du nicht auch? Natürlich finde ich das bei deinem Anblitz, ey. Meine Güte, ist die heiß. Gut, was haben wir hier? Oh, Bonessa. Wir werden uns prächtig verstehen, sofern ihr von angemessener Herkunft seid. Natürlich Baronessa. Ja, 2 Weiber, vielleicht nicht gerade das Beste. Führe die erlesensten Waren. Ihr solltet unbedingt einmal vorbeikommen, sobald ihr euch niedergelassen habt. Why not? Ich lese in euch wie in einem offenen Buch. Ein blinder Papst! Ich krieg die Motten! Jo, das wird lustig, hey, das wird lustig. Korsaren, genau, hier können wir auch noch einstellen. Ob dies auftauchen, Korsaren sind, einfach gesagt, einfach die Piraten, die es halt damals 1404 gab. So ungefähr. Schwach, normal, stark. Ja, was machen wir am besten? Ich weiß gar nicht mehr, ob da ein großer Unterschied besteht zwischen normal und stark. Oje, was machen wir? Lese in euch wie in einem offenen Buch. Ruhe auf mittigen Plätzen einfach gesagt. Das gilt sowohl für ihn als auch für dich. Für dich, Mann. Stark, normal, Ene, Mu und raus bist du. Scheiße. Gut, Stadtvertrag mache ich immer Frieden, weil Handelbündnis wäre ein bisschen zu einfach. Kartengrößen nehmen wir gerne riesig, natürlich, wieso auch nicht, wir wollen ja ein langes Let's Play daraus machen. Inselgrößen ist immer ein bisschen schwierig, weil wir können es eine Großinsel machen, da gibt es nur wenige. Deshalb nehme ich Mittel, das ist so eine gute Mischung. Fruchtbarkeit, natürlich sind wir sehr fruchtbar, oder? Wir mit unserer Manneskraft und oh, sorry, wir haben eine Frau dabei. Nee, Scherz beiseite. Natürlich Fruchtbarkeiten, viel, ist klar. Inselschwierigkeiten. Wenig Bauplatz, ausreichend, besonders viel Bauplatz. Ja, das ist immer so eine Frage. Ich meine, zu einfach wollen wir es auch nicht machen. Andererseits, so Inselschwierigkeiten und so ist nicht zu Spaß. Na gut, nehmen wir normal. Kann es eben noch umstellen. Ach nee, kann ich gar nicht mehr. Ein bisschen neue Map anfangen. Rohstoffe, genau. Viel. Ja, nehmen wir immer viel. Neutrale Kräfte, die da wären. Wenn sich viele neutrale Kräfte. Ja, das Problem ist halt, neutralen Kräfte nehmen auch Bauland weg. Also, da kann mal gut sein, wenn ich ja viel nehme, dass plötzlich mal die Hälfte der Insel weg ist. Das ist normal, weil das schon gut so aus, aber auch nicht. Die können uns unter Umständen schon mal nützlich sein. So, ihr könnt auch eine Karte erstellen und selber eine eintragen, aber mir fällt gerade keine Nummer dazu ein, deshalb. Ja, schon ein bisschen her, seit ich Anno 14.0 gezockt habe, aber ist mein Lieblings-Anno, von dem her. Baukostenrückerstand nehme ich immer komplett. Also jetzt mal beispielsweise, da kennt man ja auch aus Minecraft und so. Wenn ihr da irgendwie ein Gebäude baut oder sonst einen Gegenstand, den ihr wieder abreißt, bekommt ihr immer den Gegenstand, aus dem es besteht, zurück. Hier kann man einstellen, ob man überhaupt nichts davon zurückbekommt, was teilweise sogar logisch wäre. Und nur die Hälfte davon oder halt komplett. Ich nehme hier immer komplett. Aufträge nehme ich jetzt normal. Feuer, oh, die Katastrophen, genau. So, normalerweise nehme ich so Feuer an, Pest an, Gewitter, Vulkan, Sandsturm. Wieso? Ganz einfach. Sandsturm, Feuer, also Sandsturm ist sowieso nicht schlimm, der hindert einfach ein bisschen eure Sicht und verhindert die Produktion. Pest, der rafft eure Bevölkerung hin, aber da könnt ihr auch gut kontern. Gewitter ist schon ein bisschen übler, aber das ist wie Feuer, gibt es einfach einmal so brennende Gebäude, wenn ihr dann eine Feuerwehr aufstellt, auch nicht weiter schlimm. Vulkan würde ich einfach empfehlen, nicht auf einer Vulkaninsel eine große Stadt aufzubauen. Wirbelsturm, der ist übel, hey, der hat mir einmal die komplette Welt zerstört. Ich hatte etwa 4 Inseln und der hat 3 davon komplett dem Erdboden gleich gemacht. Also wieder mal schön gerodet und so, konnte nachher wieder alles aufbauen, aber ja, wir hatten danach wieder nichts. Weil ihr seid mir ja besonders viel lacht, wenn ich fehle. Schalte ich jetzt den auch mal ein. Startsituation. Mache immer ohne Konto. Seht auch gleich so, weil dann kann ich selber Inseln besiedeln und so, weil sonst ist einfach eine Insel bereits vorgegeben. Das finde ich jetzt nicht so prickel. Flaggschiff und so, manchmal schnell mein Mikro bzw. Headset spinnt gerade ein bisschen. So. Kann ich auswählen, ob ihr jetzt ein Flaggschiff mit Eskorte oder sogar mit Armada, wobei Armada ein kleines Kriegsschiff dabei hat. Ich nehme meistens mit Eskorte. Seht ihr gleich wieso, dann sind es einfach 2 Schiffe nachher, das ist schon gut. Startrum nehme ich meistens keines. Start-Gubam 50.000 ist schon gut. Start-Item. Steht doch eigentlich mit oder ohne? Also normalerweise nehme ich ohne Item.
Weil ihr bekommt im Verlauf des Spiels noch, aber ich bin jetzt nicht so sicher, ob die so häufig sind. Das nehme ich jetzt mal normal, dann haben wir eins in unserem Konto und das bedeutet, ihr erfährt dann auch gleich, was es eigentlich bedeutet. So, aufgedeckte Karten nehme ich nie, weil sonst wäre der Spaß flöten, Sabotage immer an. Jetzt ein bisschen lustiger. Hier Ratsversammlung, das ist was Neues in Venedig, diesem Add-on. Das erkläre ich auch, sobald es dann soweit ist. So, jetzt endlich mal anfangen hier. Oh, Vermögen. Ach stimmt, jetzt kommen wir zu den Siegbedingungen. Ja, das ist auch so was Cooles. Und zwar könnt ihr hier feststellen, wann ihr gewonnen habt. Vermögen nehme ich allerdings nie, ist sowieso, ich bin sowieso meistens Minus. Schiffe versenken. Nee, kein Bock zu zocken. Das war ein cooles Spiel, so Schiffe versenken könnte man. Kann man auch bei Zelda The Wind Waker Schiffe versenken. Ja, Gesandte weltweit, nee, das nehme ich meistens. Monumente richten, genau, beides, weil das dauert eine Weile, bis ihr das habt. Alle Errungenschaften. Dann wäre es wirklich ein endloses Let's Play. Nee, kann ich wissen, wir können auch eine neue Map erstellen und so, aber ich denke sowieso, das Let's Play wird sicher, also die Map sicher 40 bis 50 Parts beanspruchen, das sowieso. Diplomatie, genau. Das ist ein bisschen fies, ich bin derjenige, der gerne zuerst mal mit allen Bündnis schließt und danach alle vernichtet. Ja, was jetzt hier vernichtet mich nicht. Hier, Metropolenaufträge sind auch was Besonderes. Man bekommt ja auch Aufträge vom Kaiser und vom Sultan und das ist sehr, sehr selten und schalte ich jetzt auch nicht mal ein. Ihr könnt es sonst beim nächsten Map wieder machen. So, jetzt endlich mal das Spiel starten. Meine Güte, schon viel zu viel erzählt. Ja. Der Bildschirm, keine Sorge, die Grafik ist nicht wirklich so, ist einfach ein bisschen hingemalt und so, aber trotzdem schön. Ja, also die ganzen Einstellungen gemacht und so und gar nicht dazu gekommen, euch zu erklären, was Anno 1404 eigentlich ist. Also, Anno 1404 ist ein Strategiespiel. Man kann es, ja, man könnte eigentlich sagen, so ähnlich wie Minecraft, Sims oder SimCity. Wer sich noch an SimCity erinnert, ist auch schon ein älteres Spiel. Bei den Sims ist es ja so, dass ihr da einzelne Personen steuert, baut ein Haus und so, Einrichtungsgegenstände und so weiter und so fort. Bei SimCity ist es ja so, dass ihr dann jeweils über die ganze Stadt herrscht, quasi als Bürgermeister. Und die einzelne Bevölkerung, auch die einzelnen Gebäude und so, also ihr baut das Haus noch, aber was drin vorkommt, so ist euch eigentlich scheißegal. Und genauso sieht es bei Anno 1404 auch aus. Ihr kümmert euch um die ganzen Rohstoffe und so weiter, dass der Handel floriert, dass eure Mitmenschen natürlich, dass die zufrieden sind, dass ihr Steuern eintreiben könnt, weil sonst verdient ihr nichts mehr. Gebt nur aus, das darf natürlich auch nicht sein. Aber ja, ihr müsst auch darauf achten, dass es nicht so, eure Bevölkerung jetzt an den Arsch geht, dass ihr nicht angegriffen werdet von Feinden, von Korsaren und so weiter und so fort. Das ist auch der große Unterschied zu Age of Empires zum Beispiel, weil bei Age of Empires, da habt ihr zu 80% nur Kriegssituationen, vielleicht 20% noch Bevölkerung aufbauen und so weiter, also Zivilisation einfach. Und hier bei Anno 1404 ist es eher umgekehrt. Ihr könnt natürlich auch im späteren Verlauf dann vermehrt auf Krieg umschalten, könnt ihr alles mögliche bauen, Kasernen, alles, Kasernen, genau. Und so weiter und so fort bauen, aber ist nicht so mein Ding. Oha, wir starten direkt. Wo ist unser Flaggschiff? Hallo. Schiff wird euch bei der Suche nach einer neuen Heimat dienlich sein. Und ja, ist das schön. Vielleicht werdet ihr damit eines Tages auch in die Gefilde des Morgenlandes vorstoßen. Ja, schön und gut. So, Leute, muss ich mir kurz was Großes vorgenommen. Doch ich bin fest überzeugt, dass ihr am Ende Erfolg haben werdet. Ja, schon gut. Sorry Leute, muss ich mir kurz was umstellen, weil ich kann die Karten nicht so gerne wechseln, wie ich es gerne hätte. Das zeige ich gleich. Wo war es jetzt? Wo war es denn? Irgendwoher kann es doch... das goldene Bildschirmrand, genau. So, Moment mal schnell. Ich speichere noch kurz ab, bevor hier noch irgendwie was schief geht. Was nehme ich da endlos ein? Sagen wir das gerade hören. Ich habe hier eine Ersatztastatur und die ist ein bisschen klobrig. So. Wehe, du stürzt mir jetzt ab. Ich habe sowieso schon Grafiktreiberprobleme, wieder neu alles aufgesetzt. Und ja, genau das wollte ich. Offenbart sich in der einzigartigen Flora jedes Eilandes. So, jetzt wisst ihr auch, was ich vorhin gemeint habe. Ja. Sie haben neues Land gesichtet. Genau das meinte ich. Mit Inseln entdecken und so, also aufgedeckte Karte. Jetzt ist alles noch schwummrig, alles neblig. Ihr habt keine Ahnung, wo welche Insel ist. Und das ist doch viel interessanter, so eine neue Insel zu entdecken. So, und damit beginnt auch schon die Schwierigkeit hier bei Anno 1404, nämlich eine geeignete Insel zu bevölkern. Oh, das sieht noch ziemlich gut aus hier. Bewohnte Insel, Fruchtbarkeit habe ich einiges. Ich kann hier Most machen, Hanf, Trauben, Weizen fehlt mir jetzt allerdings. Kannst du noch eins anpflanzen, seht ihr? Das ist ein Fragezeichen. Das bedeutet immer, dass ihr noch eins anpflanzen könnt. Aber die Insel sieht jetzt nicht so schnieke aus, also
Einfach Wir weiter. haben eine neue Insel entdeckt. Ja, Land Ahoi. Ah, sieht doch schon besser aus. Habe ich hier Weizen, kann ich auch schön Brot machen. Das brauche ich natürlich, weil sonst ohne Brot ist nicht viel los. Das heißt, ich bin auch schön bescheuert. Ich habe doch 2 Schiffe. Oh, Santa Barbara. Das große, genau. Gut, ich gehe jetzt mit dem mal hier runter. Mal ein bisschen hier entdecken. Mit dem bleibe ich jetzt mal hier, die Insel hier. Oh, ist aber ziemlich klein. Scheiße. Okay, weiter runter. Was ich auch noch kurz erklären sollte, ihr seht hier, große Insel, alles mögliche. Das ist soweit auch schön und gut. Was ich diesbezüglich aber noch sagen sollte, ist, dass ihr hier im oberen Teil der Karte habt ihr die Okzidentinsel, das ist halt ganz normal, ja mit euren normalen Gebäuden, sage ich jetzt mal. Und im Orient, das ist der untere Teil, sind die ganzen südländischen, halt auch indischen Inseln, könnte man auch bezeichnen. Die Korsaren sind auch irgendwo hier unten. Hier oben gibt es auch noch bestimmte Inseln, wo man Wale und so fangen kann. Ich glaube, Lampenöl machen kann oder was zum anderen Spiel, ich weiß gar nicht mehr. Wir sehen alles noch. Noch zoomen? Ne, geht gar nicht mehr. Ranzoomen kann ich. Neue Insel entdeckt. Schon wieder? Geht ja richtig flotti. Flotte Karotti, wo ist das andere Schiff? Ist ein bisschen langsam. Santa Barbara, unser kleines Handelsschiff. Ja. Hier haben wir... Die ist ja auch so klein. Die ist noch unbewohnt hier. Hier wäre ich gerade in der Nähe des Kontors hier oben. Ist jetzt eigentlich nicht so schlecht, wa? Hier ein Gebäude aufzubauen und so ist schon ein bisschen, ist ein bisschen mühsam. Okay. Also die Insel da ist noch fehl. Ich suche mir unten noch was und vor allem muss ich mich beeilen, weil unser Gegner, ihr wisst ja, 3 Computergegner, auch wenn die ein bisschen unterschiedlich doof sind und so. Aber die verplempern auch keine Zeit. Du kannst jetzt wirklich hier aufbauen, hier quasi die Hauptinsel. Aber ja, was habe ich hier eigentlich alles? Ich habe hier Erze, Kohle natürlich, Eisen. Oh, wieder Eisen, Stein natürlich, Mann. Sie haben neues Land gesichtet. Das tut doch sehr gut, wo ist das gerade? Hallo? Ah, hier. Und, wie groß ist die Insel? Achso, hier unten geht's weiter, wollte ich gerade sagen. Was ist das für eine verrückte Insel? Oh, hier hätten wir sogar noch Grabungsstätte. Ja, das sind eben solche. Insel ein Gebäude entdeckt. Das sind solche neutralen Kräfte. Die Insel ist jetzt nicht so groß. Oh mein Gott, ey. Hätte vielleicht doch große Insel wählen sollen. Scheiße. Naja, wir müssen das bessere Situation machen. Klar könnte ich jetzt noch eine neue Map wieder anfangen, aber kein Interesse. Okay, ich gehe jetzt hier hoch und mache hier unsere Hauptinsel. Mache hier drüben die Weizenproduktion. Habe ich sogar noch Kräuter kann ich hier pflanzen. Wow, ist die klein. Nee, lieber nicht. Hier kann ich noch Most und Weizen machen. Ist ja auch so klein. Meine Güte, sind alle so kleine Inseln. Die wäre im Grunde genommen besser. Okay, was macht der hier unten? Ich finde keine Insel mehr. Ah, doch. Voraus! Land voraus, du sagst es, Alter. Und das ist eben so eine Okzident-Orient-Insel. Hier gibt es auch schöne Quarzvorkommen, daraus kann man sich dann Gold noch machen, Kupfervorkommen, also Gold, natürlich Schmuck und so mit dem Gold. Oh, Gewürze, Seide und Ton. Was ich auch noch erklären sollte, hier auf dem Okzident-Orient könnt ihr auch unterschiedliche, oder müsst ihr sogar unterschiedliche Gebäude errichten, sprich auch bei den Mitbewohnern, Einwohnern natürlich. Das sieht dann folgendermaßen aus, dass sie hier bei den Bewohnern des Orients, die wollen zum Beispiel Gewürze haben oder eben so Seide bzw. Mäntel und so weiter und so fort, die dann halt die Bewohner des Okzidents nicht haben wollen und umgekehrt, aber gleich alles noch mehr. Jetzt erst einmal wird es Zeit, unser erstes Konto zu errichten. Stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Yeah, Mann. Wir haben hier sogar noch, eben, das ist ein hochwertiges Segeltuch. Die Besatzung hat die Ladung gelöscht und in euer Kontor geschafft. Jo, vielen Dank auch. Salz hier im Konto drin ist schön und gut. Wir haben hier, was haben wir hier? Hochwertiges Segeltuch, das ist eben eins von diesen Items, damit wird ein Schiff schneller. Und die Insel, schön und gut. Ich mache mal auf die Suche nach den Korsaren, Sie oder? haben auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Wo?